Hey, das ist Polizeigewalt! Das geht nicht! Pass auf! Hey, lasst sie in Ruhe! Lasst sie in Ruhe! Lasst sie in Ruhe! Dass keine Gewalt ausgeübt wird. Trotzdem möchte ich noch einen Appell. Für Legida war das aber halt der Grund, da einen Mordanschlag daraus zu konstruieren und im Prinzip zu sagen, ich sei dafür verantwortlich, indem die eine Reihe im Prinzip von falschen Tatsachenbehauptungen, also Straftatbeständen zusammengekippt haben, dem gesagt haben, ich hätte Porträtaufnahmen gemacht, was nicht stimmt, ich hätte die interne Gruppen getwittert, weil weiß ich gar nicht, was das ist. Ich hätte der Person, die ich nicht mal kenne, gesagt, ich schicke ihm meine Antifas vorbei, wo ich nur sagen kann, ich habe gar keine Antifas, die ich irgendwo hinschicken kann. Und haben das quasi genutzt, um den ganzen Hass zu mobilisieren, um so ein Feindbild aufzubauen, was, während sich das anguckt, wie oft das geteilt wurde, ja auch sehr gut funktioniert hat. Und das Ergebnis ist halt, dass ich tatsächlich Morddrohungen bekomme, dass ich anonyme Anrufe bekomme, dass ich hunderte Mails bekomme, wo mir mit Mord und Gewalt gedroht wird, und das ist halt das Werk von Legida. Im Prinzip die Aussage ist, die Legida hier schaffen will, wer sich für Demokratie engagiert, der wird von uns gegebenenfalls angegriffen. Wir erleben ja in Deutschland regelmäßig, jede Woche passiert irgendein Übergriff auf Asylsuchende oder linke Gruppierungen, gewaltvolle Übergriffe. Und das ist genau das Klientel, was hier heute demonstriert hat. Und deswegen ist das ein Widerspruch in sich gewesen, dieser Slogan von gerade denen, keine Gewalt, ist was Heuchlerisches gewesen.